Grüß euch sehr, es küsst die Hände, das wird sich mit Musik verwendet. Es spielt für euch die 16er Uhr. Es hört sich Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielt mir nach dem Werner Schahn. Die Quetschen klingt heut super fein, die Kontrapumpe hinten rein und das Zange klingt jetzt auch schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, ist die Hände, das wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch die 16er Uhr. Es hört sich Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheim. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie euch eure Ohren aufsperrt, dann hört so manche Wiener Kerl ein Klang so wie er nur in Wien ertönt. Und mancher Text, der geht ins Gebier, so dass man's Herz am Pumpen spielt. Das wär ein Lied, das wär ein Herz verwöhnt. Drum leid und grüß euch, servus, küsst die Hände, das wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch die 16er Uhr. Es hört sich Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl. Grüß euch Gott, wie der erste Montag im Monat ist, im Monat Mai, Pawlatschen Nummer 298. Jawohl. Aus dem Studio Donaufeld. So schaut's aus, grüß euch gut. Auch von meiner Seite habe ich die Ehre, Patrick, im Studio Donaufeld. Dankeschön, freut mich sehr wieder. Weil du das jetzt so gesagt hast mit dem ersten Donnerstag. Erster Montag. Erster Montag, das sollte man gar nicht allzu sehr, weil nächsten Juli ist wieder der nächste. Weil dann spielen wir am ersten Montag spielen wir ja wo. Eine Gewerkschaftsgeschichte. Im Juni. Ja, Juni, meine Juli, ich, ja. Im Juni ist schon wieder anders, So, ja. genau. Ja. Und im Juli bin ich ein paar Tage weg, ist auch der erste nicht, leider Ja. nicht, da bin ich weg. Ne? Ja. Also im Juli ist auch der zweite. Ne? Also Ja, also es ist eigentlich, wir können uns darauf einigen, Pawlatschen ist einmal im Monat. aber so erster oder zweiter nicht so. So irgendwo, Wird so sein, ja. irgendwie wird es sein. Ja, mich freut es, dass ihr dabei seid. Wir haben jetzt nämlich eine Zeit wieder nicht zusammengespielt gescheit. Und es ist dann immer wieder irgendwie erstaunlich, wenn wir dann zusammenkommen. Jetzt haben wir vorher, weiß ich nicht, 10 Minuten ungefähr haben wir einen Soundcheck gemacht. Dann haben wir gleich gespielt, spielen wir das. Haben wir schon Spaß gehabt mit dem Spielen und gesagt, jetzt fängt es an, jetzt müssen wir aufhören da zum Üben. Nicht? Zum Spaß haben nicht, zum Üben. Zum Nicht? Spaß haben wir mit euch auch natürlich. Natürlich, ne, das ist klar. Aber das zeigt halt, dass wir einfach gern halt spielen und zusammenkommen. Und wir wieder zusammenkommen jetzt in Zukunft. Und wir haben heute einiges vor, natürlich keinen Plan wie immer, aber wir haben einiges vor. Zum einen plaudern wir ein bisschen über die folgenden Festivals, die auf uns zukommen. Dann natürlich, wir gehen in die wie sagt man, Zielgerade Richtung Fanfahrt am 31. Mai und da gibt es noch Platz. Also sie findet statt. Das ist schon viel. Wie sagt man da, der Break-Even oder so, ne, sagt man. Ja. Der ist erreicht. Der ist erreicht. Also da sind wir drüber. Aber eben, es sind noch Platz frei und ja, war noch nicht schön. Waren noch mehr dazugekommen. Sowieso. Das haben wir am 31. Mai, das wollen wir besprechen. Wir haben eine Idee gehabt, letztens beim Autofahren, wie wir in Linz gespielt haben, dass wir vielleicht dieses Format, das wir in der Früh gehabt haben, eine Zeit lang, also quasi unsere Morgenshow, dass wir das nicht nochmal machen, sondern dass wir grundsätzlich so ein Format, ich habe das halt dann genannt 16er Salon, dass wir ein Gesprächsformat machen, einfach wo wir zwar plaudern, wie gehabt, oder mitunter sogar mal mit einem Gast. Und oder, nicht? Und oder, also wie es uns einfällt, wie es euch einfällt oder wie auch immer. Mit Fans zum Beispiel kann man das auch machen, das ist ja offen. Natürlich ist es wieder so, dass wir sagen, naja, wir fangen dann nicht gleich wieder mit was an, wo wir uns
gleich wieder überfordern, sondern halt nur mal als Idee und das wollen wir heute auch ein bisschen mit euch besprechen. Sozusagen, was ihr davon haltet oder was ihr dazu zu sagen habt. Oder welche Ideen bereits kommen von euch. So ist es. Überhaupt, ja. So ist es. Als nächstes die Kamera. Ist das Bild gut? Ich müsste schauen. Ich hoffe, das Bild ist schon. Ich hoffe, das Bild passt für euch. Kamera haben wir keine neue, sondern ich hab eine alte, also unter Anführungszeichen ist keine alte, aber die habe ich schon im Fundus gehabt, eine Webcam. Ja. Ich habe mir irgendwann eine Webcam zugelegt in der Idee, erst zur Not, und da habe ich mich extra geschaut, dass der ein bisschen einen brateren, wie sagt man, Winkel hat, ne? So einen Weitwinkel, damit man 2 Leute aufkriegt. Jetzt ist das so eine Webcam eigentlich gedacht für so Gruppenmeetings oder sowas, nicht? Wo also mehrere raufkommen, wo nicht nur einer im Bild ist. Funktioniert. Und die haben wir gedacht, die hänge ich jetzt auch, die probiere ich. Was sagt ihr bitte zum Bild? Gebt ein kurzes Feedback. Feedback kann ich gleich geben, weil ich da auch drauf schaue, nämlich und normal auf YouTube für verfolge das Ganze aus Sicherheitsgründen, ob alles geht. Man sieht jetzt auch wirklich, die Farbe ist wirklich so fast jetzt, wie man es am Video auch sieht jetzt hier. Ja. Es ist nicht mehr so schwarz, sondern es hat jetzt wirklich dieses Blau-Grau auch hier. Ja. Naja, gut. Jetzt. Ja. Auch das ist schon mal ja positiv, muss ich sagen. Ja. Positiv. Das ist positiv. Ich gehe mal in den Chat rein und begrüße, während ihr bitte euer Feedback gebt. Der Ludwig ist da, Christoph, endlich wieder, finden wir wieder zusammen. Schon viel zu lange nicht dabei gewesen. Das stimmt, Ludwig. Schön, dass du dabei bist. Susanne Moser ist da, Christi gut. Franz M., jawohl. Schönen guten Abend, die Pavlaciste und unser Markus Volker. Auch mit am Start. Der Paul aus München, Christi gut. Renate Ott. Servus. Heute Abend nicht so mit den Gedanken dabei. Amokfahrt in Leipzig, schrecklich. So habe ich nicht mitgekriegt. So habe ich nicht mitgekriegt, ja. Das ist natürlich schrecklich, ja. Eine Amokfahrt in Leipzig. Na ja, gut, auf das müssen wir uns gewinnen. Leider, scheinbar. Abend zusammen aus Bayern, mechanische Musikautomaten, jawohl. Ist gut, servus. Unser aller Drehorgelmeister. Ja. Alexander Hauser ist da, Christi Gott, der Maber ist da, Hubert aus Garmisch, die Hette aus der Schawitz. Schön, euch alle munter jetzt zu treffen. Du musst jetzt Schnaggelstessen kriegen. Die Hette ist auch dabei. Weil ich jetzt quasi an dich gedacht habe, weil jetzt wieder mal die Hefteln, was du mitgebracht hast, für den Nikolaus von der Flü, meinen Namenspatron, weil ich die jetzt wieder mal so durchgeschaut habe und ein bisschen so Bruder Klaus-Gedanken gehabt habe. Und da denke ich dann oft natürlich auch an dich. So. KTM-Junkie ist da, aber die Ehre miteinander, jawohl. Susanne Moser, Raphael Ilme. Raffi, servus. Sandro einmalig. Sandro sagt perfekt zum Bild. Bild ist super schön und die Wand ist nicht so dunkel, Susanne Moser. Bild und Ton passt, Franz M. Gut. Bild passt super, klasse, Renate Ott. Dankeschön. Danke. Die Gudrun Benedikt gesagt, liebe Grüße von deinen Eiweißtalern. Jawohl. Grüß dich Gott. Servus in die Runde, sagt der Hannes Spießleiner. Servus Hannes, grüß dich. Der Franz Gmähler ist da, servus. Und der Landtagsstromer Markus. Also, wunderbar. Mittelhessen. Vollzählig vorhanden. Gratuliere, muss ich sagen. Gratuliere. Absolut. Wunderbar, Absolut. Wunderbar. Ich würde sagen, gleich mal nächstes Lied. Gleich weil wir sind nicht so musiziert, in erster Linie, sagen wir mal. Spaziergang ist auch schon dabei. Servus. Aber erst, ich meine, das ist ein Webcam, das musst du denken, ne? Das ist ja jetzt nicht schlecht. Aber das ist, ich meine, von der Bild, vom Kontrast, von der Wand, von den Gitarren, alles, also Gesichter von uns, ich meine, das ist schwierig, aber es schaut gut aus. Ja. Nochmal ohne Brille schauen, das Bild da. Ja, schau nochmal ohne Brille. Nein, es ist gut. Schaut es auch nochmal alle. Ohne Brille, mit Brille, mit Taucherbrille. Es ist gut. Ausgezeichnet. Wirklich gut. Reißen wir auf, was wir schon länger nicht gespielt haben, in Wurstel. Ja, wunderschönes Lied. Wurstel gespielt. Schau, da war noch. Jawohl, Uli Slonek aus Helsinki. Jawohl, auch dabei. Servus. Geht mein Uhr falsch oder seid ihr zu früh? Nein, wir sind pünktlichst wie stets. 20.15 Uhr. Primetime. Ja. Schau, die hätte gesagt, mit dieser Beleuchtung wirkt die Wand viel freundlicher. Ja, die Beleuchtung ist exakt. Die ist auch in Original so. Ja. Es war einfach mit der anderen Kamera, Ja. das war nicht mehr zum Einstellen. Die hat einfach die hat irgendeine Macke, wie man so sagt. Am Bäcker, nicht? Bäcker kann man auch sagen, die hat einen Boscher. Die ist ja deppert, die Kamera, nicht? Die hat überhaupt nicht der Platz. Ich habe einen Spinner gekriegt. Ja. Na gut. Gehen wir Der Wurstel schon lange nicht gespielt. Ja, gehen wir so.
Wie Reglauer hat mein Vater mich oft geführt ins Kasperltheater. Und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da. Wie seinem Weiberl schmeichelt, wie das weiße Hasel streichelt. Dann da schlagt seine Frau. Warum? Das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten. Doch der Wurstel kann sie's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir mein Vater, ich will dir fürs Leben einen Ratdienst verstehen wirst, bis du älter wirst gehen. Den am Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war so. Und haut ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Dem Teufel geschieht nix und der Teufel ist der Welt, so geht's. Er wurstelt sich durch, er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen, aber eins kann man nicht, den Wurstel da schlagen. Wieder ging ich in den Prater und suchte das Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abendmond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen. Und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen, durch die Grotten vor der Trochen, Riesenradl, Ringenspül, und das Draht sich im Gewühl. Kalafate majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Und da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den am Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war so. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Die Wurstelgeschichte nix und der Teufel ist ein Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schau er nachher vielleicht ganz verwurstelt raus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den er wurstelt erschlagen. Ewig nicht schon. Ich hätte jetzt eigentlich her müssen. Eine der wunderbaren Nummern wieder einmal. Es ist sowas bekannt durch Heinz Konrads geworden. Eigentlich glaube ich nur durch Heinz Konrads ist das bekannt. Erich Meder und ja. Hans Lang, wieder mal von diesen beiden. Hans Lang war ja überhaupt ein großartiger Kompositor. Die ganze Filmmusik, was der komponiert hat. Ein Hit-Duo, die zwei, Erich Meder und Hans Lang. Bernie Taupin und Elton John auf Wienerisch. Auf Österreichisch, ja. Oder Österreichisch, kann man sagen. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Absolut leibende Nummer. Absolut leibende Nummer. Was haben wir da? Die Achtelvereine. Danke vielmals. Tine Keinert von den Brettelspitzen gesungen hat, ein echtes Werner Kind für Ackerin. War echt gut, jawohl. Ich habe da, weil ich habe nicht gewusst, gestern, gell, waren die Brettelspitzen. Gestern waren die Brettelspitzen, ja. Und ich habe nicht gewusst, wir sind nicht dabei, also ist wer, weil es ist immer eine Wiener Partie dabei. Und was das mit die Tine Keinert? Tine, ja. Ne, Tine Keinert ist natürlich eine ganz großartige. Bürg für Qualität, muss ich ganz sagen. Großartige. Ja, absolut. Interpretin, muss ich sagen. Also wirklich, die gehört zu den Top-Leuten. Absolute Top-Leute. Ja, 31. Mai, meine Herrschaften. Wer noch nicht angemeldet ist und wer noch Lust hat, der möge dazukommen. Ich finde die Infos erstens einmal in der Videobeschreibung und natürlich auf unserer Homepage. Genau. Die erste Fanfahrt der 16. Die allererste Fanfahrt, der gute Thomas Mayer, der Tom, hat das organisiert. Wir fahren zur Vaterstadt.
Das Schrammeln, wie es so schön heißt. Ins nördliche Waldviertel, ja. Ja, in die nördlichste Stadt sogar. Ja, das ist die Stadt Österreichs. Ja. Nach Litschau. Wir haben natürlich, wir fahren weg mit dem Bus, fahren nach Gmünd, fahren da mit der Schmalspurbahn von Gmünd nach Litschau, haben dort eine Stadtführung, geben uns dann ein herrliches Mittagessen beim Kaufmann am Hauptplatz. Das ist auch quasi unsere gastronomische Zentrale, immer wenn wir dann in Litschau beim Festival sind. Wir geben dann dort ein Konzertl, wir haben da einen eigenen Raum für uns. Natürlich ein Exklusivkonzert für unsere Fans, was dort sind. Ja, wird leibend. Ja, absolut super. Und fahren dann mit dem Bus wieder zurück und haben einfach eine Murzer Gaude. Und für uns ist halt das Relevante das, wir kommen ja viel mit Fans zusammen, logischerweise, weil du ja als Musiker nicht auf der Bühne bist und dann im Backstage-Bereich. Und du wieder verschwindest. Du verschwindest und immer nicht. Und alles, du spielst, also wir sind ja als Musiker noch nah immer mit unter die Leute. Selbst wenn es einen Backstage-Bereich gibt, sind wir auch unter die Leute. Genau. Aber das Problem oder der Nachteil ist natürlich, man kommt nicht wirklich zum Plaudern mit den Leuten. Du hast also gerade Zeit für ein bisschen einen Smalltalk oder sonst was mehr nicht. Für mich reicht nicht, ja, die und Zeit. Da sind wir den ganzen Tag unterwegs. Also, wirklich. wenn es da nicht mehr ausgeht als ein Smalltalk, dann wirklich auf Tuchfühlung schön. Das wird wunderbar. Ja. Absolut. Also Satz dabei, meldet euch an. Es wird wirklich lässig. Bin ich davon überzeugt. Schau, ja, September morgen, 16:90. Jetzt bin ich seit langem mal wieder da und was muss ich feststellen? Der Wein ist aus. Ja, der Wein ist aus. Ja, ich trinke keinen Wein. Aber ich trinke keinen Alkohol mehr. Deswegen. Der Wein, den wir tranken in unserem Leben, ja, das reicht den Rest eigentlich auch. Aber ich habe gestern ein Flascherl getrunken, nicht? Das Bravo, war Giertag, ja. Das war auch gut. Ja, gut, ja, warum nicht? Einmal, ja. Ja, es ist noch also der Patrick trinkt noch einen Wein, nicht? Aber ich aber sehr, auch, wie soll ich sagen, reduziert auf ein Minimum. Nicht? Ja, das fällt ja nicht so arg auf. Ja. Aber wenn man halt nichts mehr trinkt, fällt das mehr auf, sagen wir so. Aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, ja, es fällt halt auf. Aber ich trinke halt keinen mehr, ich weg nur. Ich lebe noch vom Restalkohol vom letzten Rausch. Ich mache halt die nächsten 30 Jahre Ruhe. Das passt schon. Alles gut. Ja. Siehst du nicht, dass der Klaus nur mehr die Hälfte ist, sagt die Susanne Moser. Ja, das hat aber jetzt nicht nur mit Alkohol zu tun, aber ja, wird auch mitspielen. Oh, spielt sicher mit, ja. Ich merke es bei mir. Und viel Bewegung, meine Lieben. Ja, definitiv. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig. Schau, ich hätte gesagt, habe gestern meinen ersten Auftritt gehabt mit dem Hobellied. Unplugged mit Klavierbegleitung, ca. 100 Zuschauer. Hobel in der Hand und großen Herzklopfen. Den Leuten scheint es gefallen zu haben. Na, Weltklasse. Gratuliere dir, Hetty. Haut's eine für unsere Hetty. Die quasi, nennen wir sie jetzt die Girardi-Hetty. Ja, Girardi. Ja, das war die Paraderolle vom Girardi, vom Alexander Girardi, war der wie heißt der, ist der Knierim? Nein, das ist wieder bei mir. Das ist der Ding. Du schaffst das, dass du der mich Valentin, der Valentin. Er schafft dass er mich durcheinander bringt. Naja, das ist... Aber Knierim war nicht ganz falsch gewesen, nicht? Aber fast. Ja, fast schon. Falsches Stück, falscher Autor. Falscher Autor und falsches Stück. Und falscher Beruf. Der Knierim ist der Schuster. Der Schuster, ja. Also alles falsch. Also der Valentin immer beim Verschwender von Ferdinand Raimund, so dass wir es zusammenbringen. Und der Girardi war der Ding. Und deswegen hat es eine für die Girardi-Hätte eine Orgernrote Achteln. Bravo, schau, fangt schon an. Da kommen sie schon. Ihr könnt Spritzerglasl noch reinhauen. Die reinhauen natürlich. Ja, Valentin sagt ihr der Spazieren, ja. Schau, Raphael immer, 16er Burm Wiener Lied Livestream Nummer 122, Feinripp. Ist ein Wahnsinn. Ja, muss das einmal wirklich reinziehen. Nein, ich habe übrigens eine gesperrnselt, wie man wieder sagt. Das ist schier eigentlich. Was? Glaube ich nicht. Na, da müssen wir es erst recht ausschauen. Ja, aber das war wild. Das ist ja angefangen, das ist ja nicht nur ein Feinripp-Unterleiberl, was ich habe. Ich habe ja die Unterhosen auch noch. Vom Militär. Österreichisches Bundesheer. Olivgrün. Ja, Olivgrün weiß ich nicht, aber halt. Ich glaube, es ist mehr graugrün. Graugrün, ja. Also, schimplerte Oliven. Vielleicht. Ja, so. In die Richtung. Schau da vor die Achteln. Legendär jedenfalls. Hätte ich aber, sagt der Raphael. Jawohl. Da vor die Achteln. Und die Spritzerglasl. Ja, genau. Der Raphael hat die Spritzerglasl. Ja. Für unsere Hätte, für die Girardi-Hätte. Valentin.
die Frage, nicht? Ob der Ferdinand Raimund Valentin geschrieben hat oder Valentin. Das ist die Frage. Das ist eine philosophische Frage eigentlich. Das weiß ich nicht, wäre vielleicht übertrieben, aber Valentin. Ich meine, für manche in Bayern schon, aber ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, nein, ganz großartig. Also hätte ich in der Früh überzeugt. Und wunderschönes Lied, das Hopellied, ein wirklich schönes Lied. Und ein schönes Stück, gut wie Ferdinand Raimund natürlich. Oh, kann man nichts sagen. Absolut grandios. Ja, absolut grandios. Na gut, da reißen wir gleich noch ein Stückchen an. Wollen wir gleich die Vorkarten nach Wien. Passt. Wenn wir schon von der Schweiz reden und von Valentin von Bayern. Und noch dazu von einer zweiten lieben Schweizer Freundin. Wobei es stimmt so eigentlich nicht, aber die Maggie hat auch eines ihrer Lieblingslieder ist. Aber die auch in der Schweiz residiert des Öfteren. Zumindest dort arbeitet immer wieder. Dort arbeitet immer wieder, ja. Valentina, ja genau. Passt das wunderbar. Nicht zu verwechseln mit der Katharina Valente. Valente. Valentin, Valentina, da kommen wir dann schon noch hin. Ne? Bravo. Auch eine großartige gewesen. Eine ganz großartige. Na gut, machen wir was sind diese Tore, gell? Die Vorgarten, ja. Das Schönste im Ausland ist eine Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus. Bis der Zug endlich herfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus und dann stehst in einem fremden Land und kennst dich nicht aus. Heimlich schlägst du dich zum Bahnhof, schaust voll Sehnsucht auf das Gleis und eine kleine Melodie erklingt in dir leis. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus. Bis der Zug endlich herfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Eine wunderschöne Nummer. Geht ober wie Absolut, ja. Absolut. Macht uns aber auch sehr viel Freude immer, muss ich ehrlich sagen. Ja. Susanne Moser glaubt Valentin, nicht Valentin. Ja. Schau, ruf mein Freund, jawohl, guten Abend. Guten Abend, jawohl.
Schau, der Spaziergang sagt mir, Weiber hat das Lied von ihrem Vater, wenn du nach Wien kommst, im Schutz aus am Avesbach gesungen. Jawohl. Schöne Grüße von Karin. Ja, also, das ist aber auch Achtel. Liebe Grüße, du hast ein paar Achtel gleich wieder. Für die Karin, jawohl. Gehen wir. Jawohl. Servus dem Adam, grüß euch 16 und andere. Boom, Marco Ginelli. Der auch dabei, servus. Ja, eine Weltklasse. Karin hat da gesungen. Ja, wir haben also ein kurzer Vorausblick, was die Festivals betrifft. Ja, es geht rund. Das nächste, zu dem wir laden können, ist quasi der Samstag vor Pfingsten. Ist das der Pfingstsamstag? Pfingstsamstag? Ja, Pfingstsamstag. Samstag. Ich sage nur nicht der Pfingstsonntag. Um 14 Uhr gastieren wir. Patrick, Finger heben. Finger! Der Raphael Illmeier! Wahnsinn. Schaut aber so an. 20 ist Euro. bei mir auch, ja. Bravo. Raphael, danke dir herzlichst. Danke. Schluck Wiener Hochquellwasser. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Raffi. Danke. Danke schön. Wo haben wir stehen? Ja, Pfingsten, das erste Festival. Erste Festival. Wo wir dabei sind. 14 Uhr am Samstag vor Pfingsten. Wann ist das jetzt? Der 23. Der 23. Mai um 14 Uhr am Rathausplatz in Wien beim Wien-Liebe-Festival. 16. Die Wiener Liedbühne. Es gibt ja tatsächlich eine Wiener Liedbühne. Schaut hin, 14 Uhr, wo die ist, genau, weiß ich nicht, aber immer an den Rathausplatz. Kommt einfach jetzt zum Festival, schaut es nach, 14 Uhr. Ich glaube, wir spielen knapp 1,5 Stunden. Also nach 1,5 Stunden ist schon der nächste dran. Genau. Also wir werden eine Stunde 20 oder was, oder spielen, ja. je nach Umbau, wie die halt das brauchen. Genau. Aber 14 Uhr sind wir dort. Würde uns sehr freuen, weil ihr unterstützt nicht nur uns, sondern auch überhaupt die Wiener Liedbühne und damit der Stadt Wien auch zeigt, dass das auch einen Sinn hat. Dass die Stadt Wien endlich fürs Wiener Lied ein bisschen mehr macht als zu unseren Anfangszeiten. Dass das Ganze einen Wert hat und das Ganze was ist einfach. Ja. Und das ist jetzt sozusagen eine Idee nebstbei. Das war auch leibend, wenn der eine oder andere dann zum Beispiel an das Team Wien-Liebe, da gibt es ja auch Homepage und das Mögliche oder ans Rathaus oder wie auch immer, dann auch ein Schriftstück sendet. Im Sinne von sehr leibend, dass das endlich gemacht wird. Vielleicht auch, natürlich wäre es auch super, man schreibt leibend, dass die 16er dabei waren. Ja, genau. Wie das halt so ist, nicht nur im Fans und so weiter, sondern gibt es auch ein bisschen sozusagen laut, dass die das mitkriegen, hoppala. Erstens einmal 16er Buben, die haben leibende Fans und zweitens, das kommt gut an, diese Wiener Liedgeschichte. Und das tut sich was, ja, genau, das ist es. Und darauf kommt es nämlich wirklich an. Absolut. Also das wäre ganz super, wenn es damals, aber für uns das Wichtigste natürlich war, wenn es hier hinkommt. Also am Pfingstsamstag, 23. Mai, 14 Uhr auf der Wiener Liedbühne beim Wien-Liebe-Festival am oder rund vom Rathausplatz. Der hat uns gefreut. Ich freue mich riesig. Absolut. Das ist jetzt das. Und dann natürlich die geschwinde Vorausschau. Beim Wernherrn-Festival sind wir diesmal nicht. Da haben wir keine Termine gehabt. Aber wir sind dann wieder beim Schrammelklang-Festival in Litschau. Holo der Retolieu. Und zwar beim zweiten Festivalwochenende. Genau. Wann genau weiß ich jetzt auch wieder nicht. 17, 18, 19. Juli. Jawohl. Bravo Patrick. Sind wir dabei? Jawohl. Also das 3. Juli-Wochenende kann man das sagen. Das 3. Juli-Wochenende, ja. Das zweite vom Festival und das 3. allgemeine Juli. Genau. Also da sind wir beim Festival in Litschau. Alle 3 Tage wieder dabei. Wir starten, wir sind sogar die allerersten. Wir starten um 17 Uhr bereits am Freitag. Mit dem Schrammel glühen. Genau. Gleich mal vorweg, bis sozusagen das Hauptprogramm beginnt. Und nach dem Hauptprogramm sozusagen beginnt das wirkliche Hauptprogramm, die Jam Session. Genau. Mit uns. Ich weiß jetzt gar nicht, wer sonst noch dabei ist bei der Jam Session. Aber weiß ich auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich habe noch kein Programm gesehen daher. Und dann haben wir natürlich die Samstag, Sonntag auf dem Schrammelpfad, auf den Naturbühnen sind wir unterwegs. Also das wird auch sehr leibend. Sehr, sehr lässig, auch noch dann im August, nämlich also auch wieder 2 Tage. 23. Ja. Ich glaube jetzt. Also Freitag und Samstag. Freitag und Samstag, ja. Freitag und Samstag bereits beim legendären, muss ich sagen, bei der legendären Landpartie am Köllerberg. Nicht nur am Samstag, sondern die Organisation, also der Sperrroland und die Mitstreiter haben festgestellt, das letzten Male,
vor allem von den Campern her, einige schon am Vortag angereist waren. Und jetzt hat er gesagt, naja, nachdem ja dort in der Gegend jetzt nicht unbedingt die Hölle los ist, muss man jetzt so sagen, nicht? Hat er gesagt, wir sollten für die, die schon da sind, eigentlich auch irgendwo eine Kleinigkeit bieten. Und so gibt es dann am Freitag ein Programmjob quasi. Genau, genau. Da gibt es dann einen Abend, 16er Burm and Friends, so wurde es genannt. Also wir spielen an dem Abend und mit dabei sind unter anderem der Oliver Mann, das gefällt mir voll, mit seiner Drehorgel. Es ist mit dabei der Chor, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, muss ich ehrlich sagen, da ist immer noch Chor gemacht. Der Chor Nostro. Chor Nostro, so heißen sie, ja. Der Chor ist und noch wer, jetzt auch vergessen schon wieder. Schau, so bin ich vorbereitet. Also es sind noch 2, 3, also 16er Burm and Friends. Also wir spielen nicht allein, aber wir führen quasi durch den Abend und es gibt dann immer wieder Einladung von Freunden, es wird ein leibendes Konzert und der Samstag dann sowieso mit den diversen Bühnen wieder. Also auch das sei extra wärmstens ans Herz gelegt, euch auch bitte, ja? Wirklich. Der Franz sagt diesmal nicht die ersten. Naja, wegen einem Wochenende meinst du. Das stimmt. Aber das stimmt, ja. Von dem Wochenende sind wir die. Schau, wie wäre es mal mit der blauen Tinten? Renate Ott, machen wir. Machen wir gerne. Schon lange nicht gespielt. Liebe Grüße, es wird eine neue Stadt, 16er Burm, Wolfgang Rohatzka, grüß dich Gott. Liebe Grüße retour, lieber Wolfgang. Karin schaut mit, jawohl, bravo Karin, für sie war die Ochtel. Haben am Donnerstag meinen 75. Geburtstag und werde ihn wahrscheinlich ganz alleine verbringen. Susanne Moser, das ist aber Wahnsinn, 75 allein. Ja. Ja, aber es wird nachgefeiert hoffentlich, oder vorgefeiert oder nachgefeiert. Am Wochenende hoffentlich. Meine Frau Mama hat auch am Donnerstag in 75. Wirklich wahr? Schau, schaut's gleich alt. Schaut aber so. Natürlich, die Mutter ist auch da, die können wir auch hinschicken. Die schicken wir zusammen, die zwei. Bitte. Wir sehen uns nicht mehr allein. Wir sehen uns am Sonntag dann. Weißt du? Ja, der Mutterabend. Es gilt als Muttertag und das ist aber meistens bei meiner Mutter so, das heißt, wird immer einmal gefeiert, weil Muttertag und der Geburtstag meiner Mutter meistens sehr knapp nebeneinander liegen. Ja. Also auf jeden Fall Susanne Moser, vorgratulieren tut man nicht. Wir können, was wir natürlich machen können, wir wünschen dir noch einen herausragend leibenden Donnerstag, einen schönen Tag und vielleicht wird es gar nicht so allein sein, wie du glaubst. Was weiß man? Ich wünsche dir auf jeden Fall einen herrlichen Tag. Gute. Alles Gute, alles Liebe dabei. Ja. Alles Gute für diesen Tag. Nachgefeiert wird natürlich dann bei der nächsten Bablatschen, ist mir klar. Habe auch Werbung für die 16 gemacht, bravo Spaziergang, dank der Ski. Danke. Gedanken sind wir alle bei dir und feiern mit. Bravo Renate Ott, so schaut's aus. Susanne Moser, der Mann da. Tessa Kavlicek sind eure Mitstreiter. Bravo Franz Emil. Jawohl. Tessa und Havlicek, das ist echt leibend. Beide sehr liebe. Und absolut. Ja, und super Musiker. Also das ist wirklich. Die zwei Reblaser sind da, grüß dich Gott, jawohl. Grüß euch. Schau, der Uli Slonek, sogar in Helsinki, Susanne Moser, in Helsinki wird sogar Wein auf dich getrunken werden. Ich werde keinen Wein auf dich trinken, aber ich werde, was am Donnerstag, ich weiß gar nicht, was ist denn am Donnerstag? Du sagst Taschler. Der Taschler. Ich werde ein Schlückchen auf dich trinken. Beim Taschler werden wir auf jeden Fall ein Lied für dich spielen. Das werden wir auf jeden Fall. Wenn wir allen sagen, und ein paar werden ja wissen, wer das Susanne Moser ist, die anderen werden es nicht wissen, dann werden wir sagen, ja, müsst ihr halt beim Latschen schauen. Ne? Einige werden es schon wissen. Einige werden es wissen. Das machen wir. Ja. Ja. So. Markus Rimmer ist da. Grüß euch, liebe Reblauser, wir sehen uns bald. Jawohl. Die ersten war auf Wien-Liebe bezogen. Letztes Jahr war die um 10, ja genau, da waren wir wirklich die ersten. Ja. Da haben sie erst die Gitter weggeräumt. Ja. Die Gitter und der Brunnen ist neben uns. Da hat mehr Geräusch von sich gegeben als wir mit der Musik am Anfang. Und wir sind genau in der Song. Also wirklich voll. Genau vom Fall. Ja. Na gut, Renate Ott hat gemeint, die blaue Tinten. Schon lange nicht gespielt. Kompositeur Klaus P. Steurer. Keine langen Haare mehr, nicht da kann ich. Gelungen. Na schauen wir mal, ob wir es zusammenbringen auch noch. Und ein Vorspiel aus. Meine Kinder, die fliehen und
hat ich trotzdem niemals gekriegt. Wenn ich fall oder recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Alles blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief, ja, darum schreibe die dir lieber einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Alles blaue Tinten auf Papier. Schreiben Sie es musikalisch. Wenn ich wisse, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, dann schreibest du mir heut einen Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir. So kommt dann dein Lieb zu mir. Alles blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Jawohl. Der ist doch nicht reingepasst. Der Der muss so Not niesen müssen und das ist aber nicht gegangen. Kennt ihr das? Man muss wirklich niesen und das geht nicht. Es ist schier. Aber es hat nicht reingepasst, das Lied. Was soll ich machen? Du hast die Performance Zerstört! Freunde, das war aber, hat mich selber gefreut, dass wir das jetzt spielen dürfen. Gut, klasse, Dankeschön. Jawohl. Schau, der Hannes spielt, wenn ich Zeit hätte, ich würde die abholen und zum Taschler fahren, aber ich bin leider momentan im Krankenstand. Okay, Hannes Spießler in der Hof, es ist nichts allzu Schlimmes. Aber alles Gute, ja, das war was gewesen. Das war was gewesen. Der Rudi Korbes. Wenn mich der Herrgott fragt hat, geht das? Sicher geht das. Sicher. Ja. Du müsst es nachholen. Kommst nach. Lang nicht mehr gehört, immer wieder Welt. Danke Marco Cinelli. Danke dir. Was ist eigentlich mit Franz Brandner? Er war schon lange nicht dabei. Ja, der Franz, also der Christian, aber der Franz Brandner war die letzten Male beim Stichtag dabei auch, ja. Der hat einfach keinen Computer. Es geht ihm gut. Alles leibend, du hast alle schon gerissen, er ist einfach nicht in der Online-Welt. Er hat zwar Handy, hat er gesagt, das geht noch, aber er ist quasi nicht online. Er hat keinen Computer, der hat gesagt, geht er mal nicht an. Der hat eine recht Freude so und er kommt halt zum Live, wo wir spielen.
Und lasst alle lieb grüßen. Lasst alle lieb grüßen, ja. Aber super, Raffi, dass du nachgefragt hast. Bravo, sagt der Hochhofen, ich danke dir schön. Danke. War für meinen Gerhard, der euch auf der Arbeit hört. Bravo, Gerhard! Jawohl! Gerhard in der Haken. Yes, Daumen hoch. Felix Luckern ist da. Was ist mit Aaron Acker passiert? Na ja. Ja. Leider. Ja. Na, Herzstillstand. Einfach. Herz hat auf, aufgehört. Herz hat Gepumpt hat aufgehört zum Pumpen. Ja. Na gut. Was soll man sagen? Das ist auch so eine Sache, warum ich dann gesagt habe, wir nehmen da diese Webcam. Weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich hätte das jetzt, ist natürlich ein Blödsinn, das weiß ich, aber trotzdem, gefühlsmäßig wäre, wenn ich jetzt so die neue Kamera kaufe, ich weiß nicht, da habe ich, weil der Tipp kam ja vom Ackerl, ich weiß nicht, das hat mir halt nicht getaugt, sagen wir es so. Was? Und daher bin ich froh, dass wir das so gefunden haben. Ja, irgendwann werden wir eine Kamera kaufen müssen. Und bis dahin ist dann wieder was anderes. Oder wieder was was anderes. Werden wir ja sehen. Jetzt einmal, wenn mich der Herrgott gefragt worden ist, ne? Für einen Rudi! Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wie man da begegnen tut, den redet er friedlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht, weil ich wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache dir Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, was grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied von euch gewollt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wie man da begegnen tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht, weil ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, da mache dir Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, ja, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Jawohl, bravo. Hurra, die Jazz! Bravo. Rudi Korbes für diesen Wunsch. Danke. Felix Luckern, du schaust sehr schlank aus. Kompliment, danke dir schön. Danke dir Von schön. ihm sagt, von mir sagt keiner was. Ja, für dich, was willst du? Bei mir fällt es nicht so auf. Was? Ja, nein, nicht so. Naja, ich meine, das ist halt so, nicht? Ich habe jetzt schon von sehr viel, doch viel angenommen. Nicht? Du hast auch viel angenommen, aber nicht so viel. Nicht so viel. Du hast nicht so viel zu viel gehabt, viel zu viel gehabt. Also der Unterschied ist sozusagen das Relevante, nicht? Ja, der Sichtbare. Das so, stimmt, das stimmt. Das wird Es sein. stimmt. Das stimmt.
Jawohl. Ackerl ist bei uns, sagt der Raffael, ganz genau. Immer. Der sucht irgendwo im Himmel die Daumen hoch-Tasten und findet es nicht. Wahrscheinlich. Also ich denke, das brauchen wir ja da nicht. Ne? Da oben. Jawohl. Ich würde sagen, machen wir noch? Wir machen noch eine Nummer und dann reden wir weiter. Ja. Wieder Wein, ihr werdet immer besser, sagt der Felix Lugan. Dankeschön. Patrick, bist du verkühlt, fragt der Hochhofen. Nein, bin ich nicht. Ich habe nur ein bisschen eine Pollenallergie. Hat sie gleich ist bei mir. Seit heute. Seit heute. Ich hab schon länger. War einen Monat einmal, einen Tag und heute wieder einmal. Ja. Wenn es nicht mehr wird, und das bleibt seit vielen Jahren schon so immer bei mir, das sind ein paar Tage im Jahr. Heute ist es so, und das Schlimmste ist dieses Jucken am Gaumen. Ja, furchtbar. Ja, das geht nicht. Und was ich unten die Uhren drinnen. Ja. Und ich hab das heuer wirklich so stark wie nie und ich schiebe das jetzt einmal wirklich auf meinen körperlichen Umbau, dass es halt auch dazu gehört jetzt. Aber ja, das ist wirklich, also ich habe auch Allergie miteinander, aber das haben wir früher. Aber anderen Ausmaßen kann ich mich noch erinnern. Jawohl. So, dann machen wir jetzt das, was du angespielt hast und dann einmal Felix Lukan, stellst du mir eine Rose in den Stall. Jawohl. Aber zuerst einmal, wo ist er weiter? Die alte Hiten. Ich hoffe, wir bringen es raus. A ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne, abflossene Gossen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Baum. Nicht ein Fleckerl, ein grünes, nur Steine und Land. Dort wo mir alles ganz Kind gelebt, dort war ich daheim. Ein finsterer Hausflur und düster die Gegend. Das Mädel, das prickelt schon von die Wind. Am Gang die Passine, das Klosett geht rein. Ein kleines Zimmer, ein Strohsack, tut's an mir Kinder gehen. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Mensch verstehen. Zu der alten Hitten zieht's mich manchmal hin. Da merkt sie dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz allem Mund meine Kinderzeit so wunderschön war. Dass trotz allem Mund meine Kinderzeit so wunderschön war. Bravo, alter Häuser! Jawohl. Ja. Schau, der Hannes sagt, der Spießleiner. Patrick, hast du die Harmonika vor dir, deswegen sieht man es nicht, dass du abgenommen hast. Ja, aber ich habe ja auch die Gitarre von mir, nicht? Ich meine, gut, wenn man es angestellt habe, ja. Aber sonst. Und ich stöße es ja auch. Schau, grüezi, servus, küss die Hände, später aber doch und gleich ein Lieblingslied. Bravo, Maggie. Maggie, wir haben ja heute schon eines deiner Lieblingslieder gespielt. Da warst du noch nicht dabei, aber du wirst das ja nachschauen können. Ich sag nicht welches, aber ja, du weißt. Du weißt das. Du weißt das ganz bestimmt. Ich bin überzeugt davon. Jawohl, Marco Cinelli, ich habe auch eine Gräserallergie, weigere mich aber sie zu akzeptieren. Jetzt ist sie nach 20 Jahren Kampf beinahe völlig verschwunden. Ja, bei mir auch fast. Ja. Bei mir war es eigentlich weg. Zweite Tag. Und heuer, wie gesagt, heuer ist es das erste Mal und da bin ich von Februar weg bis jetzt, da bin ich voll drinnen. Aber ja, wie gesagt, ich schiebe das jetzt halt auf meinen doch Umstellung des Körpers einfach. Ja.
Es wird so sein. Ja, das stimmt, Renate, die müssen wir öfters üben. Das ist die älteren Lieder müssen wir öfters spielen. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, was die Pollenallergie betrifft, man ist halt bei mir, ich habe dann nach der Matura habe ich ja beschlossen, ich studiere Forstwirtschaft. Also das habe ich schon vor der Matura beschlossen, aber kurz davor. Weil ich mir gedacht habe, das ist leibend. Bin gerne in der Natur, bin gerne im Wald, grundsätzlich. Kann mich nur erinnern dran. Nicht? Und eine tolle Geschichte. Ich meine, ich habe einen Nadelbaum von einem Laubbaum nicht unterscheiden können. Also, ja, wurscht. Auf jeden Fall, na gut, bin ich so da eingerückt auf der Universität für Bodenkultur Wien. Haben wir das dort reingezogen, nicht? Was ich halt kennen habe. Dann haben wir Exkursionen gehabt. Im Frühjahr? Im Frühjahr und ich habe natürlich Allergie gehabt. Und das war dann schon so, dass der Professor, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gesehen. Was sehen wir da? Was ist das für ein Strauch? Was haben Sie, sind Sie krank? Ich bin allergisch auf Gräser und Pollen. Glauben Sie, dass Sie das Richtige studieren, Herr Kollege? So wie ich gesagt, das bin ich mir noch nicht sicher. Aber just traue ich mich nicht, weil über Hausstauballergie auch. Nicht? Aber naja, was sollst du machen? Was sollst du tun? Ist nichts geworden mit meinem Forstwirtschaftsstudium. Nein. Das hätte ich nicht bloß, nicht einmal im Ansatz. Wo hast du, ich glaube, 2 Semester sogar oder 3 Semester? 2 Semester? Nein, ich glaube, ja, weiß ich nicht. Lang nicht. Aber lang nicht. Dann kam die Juristerei. Nicht? Ich glaube 3 Semester, weil die Jus war dann Quereinsteiger, glaube ich. Bin dann quer. Nach dem 3. Semester habe ich gedacht, Alter, das wird nichts. Vergiss es. Ich war schon ein bisschen Realist dann auch, nicht? Das hätte ich vorher. Oder das Latinum auch noch gemacht. Latinum habe ich gemacht. Ja, das wird dann fürs Jus-Studium das Latinum gemacht. Na, das ist mir am Zeit. Nein, ist ja wurscht. Das ist ja wie es ist. Nicht? Die beste Nachhilfelehrerin gehabt, die es gibt. Richtig? Das stimmt. Ja, da haben wir natürlich intensiv gearbeitet, aber ich habe natürlich 3-mal antreten müssen, weil es so eine Flaschen war. Bin eine Flaschen. Freunde, es ist wie es ist. Naja, in diesen Bereichen. Ich bin allerdings der Einzige in der Geschichte. In der Geschichte des kleinen Latinums bin ich der Einzige, das hat mir der Professor bestätigt, der es geschafft hat, die schriftliche Arbeit positiv zu schreiben und bei der mündlichen 3-mal in Gatsch zu greifen. Er hat gesagt, das hat noch keiner geschafft, weil es sind fast alle schriftlichen negativ, nicht? Klar, weil das ist das kleine Latinum, keiner kann so gut Latein, dass er da in 2 Stunden einen Text übersetzen kann. Ich ja. Und dann ist die mündliche gekommen. Bessert man es normalerweise aus, nicht? Aber nein. Ja. Ich habe gesagt, wenn meistens nicht um so einen Fetzen also ein 5er schriftlich und ein 3er in der mündlichen, nicht? Meistens halb geschenkt, Latinum bestanden. Was war bei mir? Beim 4er gehabt auf die schriftliche und 3-mal ein 5er. Wobei beim 3. Mal hat er gesagt, sie waren krank, sie waren nicht da. Ich schreibe gar nicht ein, hat er gesagt, kommen Sie in 3 Tagen nochmal. Naja, gut. Ja. So, jetzt sind wir noch für den Felix. Das Fiakerli da? Nein, der stützt mir nicht. Das ist meine Rosensteuer, ja. Latein habe ich sehr gemacht, sagt der Hofer. Ja, ich grundsätzlich auch. Aber das Latein, weißt du, ich bin definitiv kein Mensch für diese Lehranstalten. Das ist nicht mehr Welt. Das ist einfach nicht mehr Welt. Das ist wirklich einfach nicht mehr Welt. So, was ist da noch mit... Kannst du das Harry Lime-Thema, 3. Mann auf der Gitarre? Nein, das haben wir nicht angeschaut. Kennt ihr sicher. Ich könnte das auch spielen, wenn ich mal so. Aber es ist nicht präferiert, jetzt muss ich ehrlich sagen. Ja. Genau, die Mege hat es auf ihrem YouTube-Kanal, ja genau. Nein, ich kann es nicht, weil es ja eigentlich ist ein Hit, kann man nicht reden. Nicht? Aber es ist natürlich kein Wienerlied in dem Sinn, sondern es ist halt, ja. Aber es hat schon durchschlagenden Einfluss gehabt. Ja. Alles, ja. Und das muss ich auch immer dazu sagen, weil manchmal kommt das falsch schon, wenn man sagt, nein, das ist kein Wienerlied, darum spielen wir es nicht. Das ist ja keine Abwertung, sondern wir versuchen halt nur wirklich bei unseren Leisten zu bleiben. Das ist ja so ähnlich wie mit Austropop. Ja. Viele von euch wissen ja, ich kann schon ein paar Lieder Austropop spielen, nur wir machen das nicht, weil sonst verwaschen wir das Programm komplett und verwässern das Ganze und dann irgendwann ist das irgendein Sammelsurium an verschiedenen Liedern, schön, leibend, aber
es ist ja für uns auch die Mission Wienerlied durchaus vorhanden. Ne? Das Ganze verschwindet dann alles so und dann weiß man eigentlich nicht, was wir machen. Ne? Das ist dann so. Ja. Liber Latinum, mein Horrorbuch. Ja, das so weit, das haben wir nicht gehabt. Wir haben nur so Skripten gehabt. Ne? Aber das stimmt, Mackerel auf Latein. Ich habe einige Sachen auf Latein gelesen tatsächlich. Aber es ist halt Latein lesen und halbwegs verstehen ist einfacher als jetzt bei einer Prüfung da diese Sachen dazu erklären. Den ACI, NCI, Ablativus Absolutus, wie sie alle heißen. Das ist der Liebling überhaupt, ja. Ja, das war mir wurscht, aber ich habe ja von allen keine Ahnung gehabt. Ne? Ich habe den Text schon übersetzt, aber ja. Latein zu lesen ist nicht so schwierig, um zu verstehen, wenn man das ein bisschen sich beschäftigt hat damit. Ich spreche aus Erfahrung, dank meiner Frau. Nein, aber das so, dass man das für eine Prüfung vor allem, wenn interessiert ist, wollte ich studieren und nicht Latein. Aber ja, ist ja wurscht, habe ich dann auch geschafft trotzdem. Also da mit dem letzten Antritt habe ich es dann endlich geschafft. Ja. Habe auch Latein gelernt, hat alles Asterix und Obelix Hefte. Ja. Und Asterix Obelix ist im Original Französisch und das habe ich natürlich in Französisch gelesen, weil ich Französisch gehabt habe. Aber das habe ich auf Französisch gelesen. Das bedeutet was? Dass ich keine Ahnung habe, um was es geht. Weil ich Französisch gelesen verstehe ich nicht. Das ist ja planiert das hier. Ja. So, stellt mir eine Russensteuer. Felix Lukan, warte Menschen. Stütze meine Rosenstall, bald kriegst du zum letzten Mal eine Sacke Haber und daheim. Dann hängst das Geschirr an die Wand, bald kriegst du einen Halfterband. Dann kommt der Abschied für uns daheim. Nehmt's mir die Bettchen weg, stellt's mir's wo innen weg, damit es nimmer schnallt nachher. Hängt's an die Tierschloss, dann sind's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Fuhrleit kehr. Die letzte Fuhr, das war keine Fahrt ins Paradies. Das habe ich kommen gesehen und das war mir gewiss. Die Rosen haben nimmer gezogen wie früher wo am Strand. Die Hufe haben gelungen wie ein Abschiedsgesang. Sie waren nicht stolz, die Rose, und auch nicht frei. Heute drinnen Draht und schneller wie die Zeit. Stütze meine Rosenstall, bald kriegst du zum letzten Mal eine Sacke Haber und daheim. Dann hängst das Geschirr an die Wand, bald kriegst du einen Halfterband. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's mir die Bettchen weg, stellt's mir so in den Weg, damit ist nimmer schon als nachher. Hängt's an die Tierschloss, dann sind's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Fuhrleit kehr. Jawohl. Auch das ist Filmmusik. Auch das ist Filmmusik, ja. Und das ist wirklich auch, sozusagen, hat in den Kanon der Wiener Lieder Einzug gehalten. Einzug gehalten, ja. Schau, Sprachpolizei ist da, jawohl, später was. Servus, grüß dich Gott. Romanes E und Domus. Ja, genau. Ja, das Leben des Brian ganz grandios. Ne? Aber ich habe dann quasi, mein Leitspruch war ja immer, Nunc quam ad laborem semper in oleo. Niemals bei der Arbeit, immer in Öl. Aber mit dem gewinnst du halt kein Latin. Das ist ein Problem. Was willst du machen? Was willst du machen?
Wirklich. So, jetzt bevor wir weiterspielen, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, wie ich habe schon angesprochen, dieses Gesprächformat. Warum ein Gesprächformat? Ich sage es euch ganz ehrlich, hat mehrere Gründe, warum wir wieder drauf gekommen sind. Erstens, dass wir das wieder unbedingt machen wollen. Ja, es war an sich unsere Morgensendung erfolgreich. Ja. Ich meine, natürlich, das war ja live, muss man sagen, war ja live. Zu einer Uhrzeit, wo natürlich viele Leute beschäftigt sind, muss man das sagen. 9 in der Früh. 9 in der Früh. Und für das war es ja, wenn man so immer so 20 plus Live-Zuseher gehabt, ja. Aber es haben viele Leute nachgesehen, die Sendung nämlich. Unseren Live-Podcast in der Früh. Definitiv. Und wir haben auch, also an dem können wir es eigentlich am besten festmachen, wir haben relativ viele Reaktionen gehabt. Ja. Also wo Leute uns geschrieben haben oder angeredet haben oder kommentiert haben, wo man ein bisschen auf diese Themen eingegangen ist. Ja. Wir haben da einfach Reaktionen gehabt, weil man hat dann geredet oder es wollte dann einer wissen, erst wie ist das, ein Einblick einfach in unser Leben. Ja. Genau. Das war und vor allem in das Arbeitsleben auch zum Teil, mit was man sich alles beschäftigen muss, sollte, will und tut einfach, weil das da einfach dazugehört. Ja. Auch über solche Dinge, wie der Felix Lukan jetzt schreibt, ist Hans Moser eigentlich Wienerlied? Das haben wir auch behandelt in diesen Bereichen. Ja. Also Felix Lukan, ist natürlich Wienerlied, aber nicht traditionelles, sagen wir es so. Oder nicht das Volkslied. Es gehört zum Wienerlied dazu, sagen wir es so. Aber es ist so, kommt drauf an. Ja? Aber das ist jetzt etwas, was wir dann da öfters besprochen oder genauer besprochen. Jetzt, das ist das eine, das ist recht gut angekommen. Warum haben wir es aufgehört? Aus Zeit- und Aufwandsgründen, schlicht und einfach. Das zweite, wo ich mir denke, im Unterschied zu Pawlatschen. Die Pawlatschen ist ja eigentlich mehr die Musiksendung, kann man ja sagen, sozusagen. Das Format, wo Musik gespielt wird, wo es ums Lied geht, um die Darbringung von Musikstücken. Nicht? Man kann plaudern auch, man kann mehr Pawlatschen machen statt so ein Ding. Aber der Punkt ist der, bei der Pawlatschen müssen wir zusammenkommen. Da müssen wir zusammenkommen. Da müssen wir zwei in einem Studio sitzen. Anders geht es einfach nicht. Anders dreht es. Da fährt die Eisenbahn drüber. Ja. So ist es. Und das ist mehr Aufwand, als man glauben könnte. Ja, das ist übrigens auch das Thema mit einem Gast. Man sagt, wir sitzen zusammen und machen ein Gespräch. Und es ist ein Gast dabei. Nur einer. Das ist, Freunde, das ist schon, wenn man es halbwegs auf einem qualitativen Niveau machen will, ist das schon ein Aufwand, der sich gewaschen hat, technisch. Auch, muss ich sagen, auch räumlich. Ja. Also wir haben das gewusst, wenn der Zonko bei uns war, oder wir haben schon den einen oder anderen Gast gehabt. In der Klause war es halt so um den Tisch, nicht? Gut, da haben wir sich so zusammengesetzt. Da wird das alles dann schon ein bisschen schwieriger, ein bisschen enger. Das muss mit der Kamera einfangen, das muss der Ton passen. Und wenn du jetzt sagst, du willst ein Gespräch führen, also es ist so, es ist halt einmal zu Aufwand. Jetzt war natürlich unsere Morgensendung von dem her viel einfacher. Wir haben einen Livestream gemacht, der Patrick war daheim oder wo auch immer und ich war daheim oder wo auch immer. Mittlerweile ja sogar haben wir alle mit Glasfaser ausgestattet. Erinnert euch traut. 5-mal haben wir es noch gemacht, damals dann. Ja, ein paar Mal mal sehen. Da hat alles von nichts ist mir abgebrochen. Alles war perfekt. Kein Stolperer, kein Zederer, nichts mehr. Ja. Also das war natürlich... Aus dem Auto habe ich es sogar gemacht. Das war möglich, weil ich bin extra weggefahren, weil ich kein Internet daheim gehabt habe. Die Internetausfälle waren natürlich legendär auch in diesem Bereich. Aber es ist natürlich technisch halt um einiges einfacher, wo man sagt, das kann ja jeder von der Hand machen. Ja. So, und jetzt da ist ein bisschen so die Idee gewesen, erst wir machen den 16er Salon, Salongespräch, wie auch immer man das nennen will, ein Gesprächsformat, wo wir über diese Dinge plaudern oder immer wieder mal oder ganz oder wie auch immer, entweder Gäste aus der Szene haben oder auch Fans, die einfach mitplaudern wollen, die einfach sagen, jetzt ist so zum Beispiel, ist klar, jetzt ist es schwierig, wenn man jetzt sagt, jetzt schreibt es eine, was ihr davon halten würdet, oder zum Beispiel die große Frage, live, als Livestream oder aufgenommen. Jetzt gibt es natürlich schon die Möglichkeit, man sagt, man kommt dann zusammen und nimmt sowas auf und stellt es dann einfach als Video online. Oder man macht es live oder die zwei Varianten, nicht live und live. Das ist der Hintergrund. Also das wäre interessant, ob euch sowas als Livestream auch interessieren würde.
Nicht? Weil das wäre zum Beispiel dann auch eine Möglichkeit, dass man sagt, na gut, das macht man zum Beispiel an einem weiteren Montag im Monat. Auch nicht immer der gleiche, der dritte, sondern wie es halt ausgeht. Also auch spontan. Oder, naja, das kann man schon einmal im Monat machen. Nicht? Aber das wäre eine Möglichkeit. Oder anderwert oder wie auch immer. Also das wäre jetzt interessant von euch, einfach ein kurzes Feedback. Ja, bitte, ja. Das ist relativ jung, das Kind hier noch. Das haben wir unlängst besprochen, vor 2 Wochen, 3 Wochen einmal bei einer Autofahrt nach Linz. Ja. Das ist uns das so gekommen, das war doch eine Geschichte. Ja. Definitiv. Weil es ist schon so, dass man oft wirklich auch plaudern mit Leuten oder dass Kommentare kommen oder wo einfach Rückfragen sind und beziehungsweise wir einfach merken, dass die Geschichten aus unserem Dasein als Musiker sehr interessant sind. Und die Leute interessieren, also euch. Ja. Zum großen Teil eigentlich, muss ich sagen, dass viele Fragen dann entstehen oft. Susanne Moser sagt, ich habe die Morgensendungen sehr gerne gesehen. Eine Idee, sagt der Raphael Illmeier. Live war eine Welt, sagt der Raphael. Live wäre klasse, sagt Hochhofer, mein Freund. Das ist halt natürlich. Aber ich gebe zu bedenken, beim Live, bei mir haben wir schon plaudert, wir zwar über das Dings. Beim Live müssen wir jetzt wirklich genau zu dem Zeitpunkt wieder da sein. Wenn das Ganze eine Aufzeichnung ist, wäre es eine Erleichterung für uns. Wir können ja 2 Sendungen oder 3 dann gleich vorproduzieren, wenn wir schon beieinander sind. Ich meine, live. Aber live ist natürlich live und wir sind Live-Typen und das ist einfach so. Live, muss ich sagen, war dann wahrscheinlich zum Großteil wirklich so, wie es war bei der Morgensendung, also dass jeder daheim ist sozusagen. Also das ist wirklich eine Online-Geschichte. Damit wäre dann auch natürlich wieder der Podcast wieder gefüttert. Live ist live, sagt Sprachpolizei. Renate Ott meint, das ist eine echt gute Idee, so kann man euch auch mal unterwegs auf dem Ohr haben. Live wäre prima, wenn es nicht gerade zur Arbeitszeit wäre. Markus Volker. Ja. Das hat sich natürlich auch, muss man dazu sagen, logischerweise bei uns als Musiker natürlich angeboten, in der Früh das zu machen. Weil am Abend ist meistens ein Auftritt. Also nicht jeden Tag natürlich, aber oft natürlich, dass man da nicht so viel Zeit hat. Und in der Früh hat der Musiker eigentlich mehr Luft, weil die andere Tagesgeschäft kann man dann nachher auch machen. Nicht? Das war einer der Mitgründe, warum wir das um 9 gemacht haben. Und nicht nur ausschließlich natürlich, sondern auch, weil wir gedacht haben, gerade um die Zeit sind viele Leute kommen gerade in die Arbeit und hurchen das vielleicht nebenbei oder hurchen rein. Ja, das meint die Mege auch, ja genau, so entsprechend. Alles, was ihr macht, ist super, ich mag euch. Raffi, danke schön. Danke. Danke, Raffi. Live wäre auch immer eine Zeitfrage, wie gut das funktioniert. 9 Uhr war immer sehr schwer für mich, Ludwigshausen, ja klar. Ja, ich weiß nicht, die Idee, also ich könnte mir schon so vorstellen, also dass man einfach das nicht fix macht, sondern dass man schon sagt am Abend, vielleicht 19 Uhr, ja, oder 19.03 oder 2 Uhr. Oder man macht von 19 bis 20 Uhr. Und ja, oder 19.30 bis 20 Uhr, aber am Abend halt, ja. Aber nicht jetzt an einem bestimmten Tag, sondern einfach auf Zuruf. Also, dass man einfach sagen, du... in 10 Tagen ist es soweit, oder in 5 Tagen. Das ist eigentlich über die, also auf YouTube, also wer sagt, ich bin ja nicht auf Social Media, wir haben ja auf unserem YouTube-Kanal gibt es ja auch diese Community-Tabs, also wo man auch was reinschreiben können. Also da kann man dann hinschreiben, in 5 Tagen am so und so vielten ist dann ein Livestream. Und wenn jemand unseren Kanal abonniert hat und zum Beispiel die Glocke aktiviert hat, dann müsste er theoretisch auch diese Hinweise bekommen. Ja, dann kommt, ja. Theoretisch. So, wie das funktioniert, ob das funktioniert bei YouTube, weiß ich nicht. Aber somit müsste theoretisch wieder so sein. Und also wenn, dann würde ich auch sagen, wird es wahrscheinlich eher Abend sein. Aber ich sehe schon, die Tendenz ist zu live. Spaziergang sogar, ganz ehrlich, live ist immer besser. Analog, jawohl. Gute Idee, egal ob live oder aufgezeichnet. Also auf jeden Fall die Idee, dass wir wieder ein Gesprächsformat machen, die würde ich jetzt einmal sagen, da habe ich jetzt keine Gegenstimmen erhalten. Bis jetzt nicht. Und der eindeutige Pro war jetzt einmal live für den Livestream. Reden wir nachher weiter. Jetzt, ich höre so gern die Lieder aus Wien. Das ist mir nicht eingefallen. Das ist mir gerade eingefallen.
dann muss man es sofort ausnützen. Zack, bevor uns das Lied wieder entfällt, nämlich. Ja, und und wir spielen es erst, was man die Tonart gesagt hat. D-Tor. Dora. D-Tor. Ich höre so gerne die Lieder aus Wien, die Wulfer, die Czapek und die viele Melodie. Vom Buben, der als Kleiner sich gespielt hat im Sand, und von der Frau Sacher mit der Zigarre in der Hand. Ja, da möchte ich alle Tag mein Wernerlied hören, und ich los mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, da spür ich's heute drin. Wien bleibt Wien. Ich möchte so gerne meinen alten Steffi wiedersehen. Von Kohlenberg durch den Wiener Wald nach Grinzing runtergehen. Vielleicht rief ich die Agnes, weil ein Lied herausgesteckt hat. Die Tunnelgrauder Tanz von unserer goldenen Wiener Stadt. Doch oftmals denk ich bitterlich, ein Traum wär alles nur für mich. Ich höre so gerne die Lieder aus Wien, die Wulfer, die Czapek und die viele Melodie. Vom Buben, der als Kleiner sich gespielt hat im Sand, und von der Frau Sacher mit der Zigarre in der Hand. Da möchte ich dann alle Tage mein Wernerlied hören, und ich los mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, da spür ich's heute drin. Wien bleibt da möchte ich an alle Tage mein Wernerlied hören, und ich los mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, da spür ich's heute drin. Wien bleibt Wien. Schon wieder bravo, Alter. Jawohl. Schöne Nummer. Absolut. Ich höre so gerne die Lieder aus Wien. So. Manchmal Searching, aber es ist. Ja, das ist das sind wir nicht. Aber Das schöne sind Nummer. wir Eine nicht. schöne Nummer. Ah. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hannes Spiesleiner, vierte Gott, schön, dass du dabei warst. Und gute Besserung. Alles weiterhin. Gute, was du. Unbedingt. Vierte Servus.
Ja, da habe ich gesagt, die Maggie, weil es sagt, wegen einem Franz Brandt. Ja. Ja, ich hab beim Stipper getroffen, er hat einfach keinen Computer. Ich habe gesagt, ich habe keinen Computer und kein WLAN, wurscht. Was brauche ich das? Vielleicht kommt er wieder am Gusto einmal, dass er wieder ein WLAN hat. Ja, genau. Schon wieder ein Wiener Lied. Ein Lieblingslied, sagt die Maggie, Weltklasse. Ja, jetzt arbeiten wir uns schon langsam zum Schluss. In die Schlussgerade natürlich, ja. Ja. Also wir werden uns da noch Überlegungen anstellen, aber wahrscheinlich ja. Es wird wieder Livestream werden. So aber wir werden das eher abends machen. Abends, ja. Aber ich glaube 19 Uhr ist auch okay, oder? Naja gut, jetzt ist der Sommer, da ist wieder... Sommer ist 19 Uhr natürlich schon, da ist noch... Wobei, wenn man auf der Terrasse sitzt, natürlich ist das durchaus auch wieder die Geschichte, nicht? Also, ja. Was man? Naja, ich kann jetzt wieder eine Umfrage machen, weil es für jeden ist dann wieder anders. Es ist jede Uhrzeit immer, hat Vor- und Nachteile. Also wurscht, man kann ja mal eine Uhrzeit nehmen und dann kann man mal eine andere machen und dann kann man mal schauen, welche ist leibend. Besser ist, ja. Es kann ja auch mal ein Sonntagnachmittag sein. Ein Nachmittag also, ja. Also es ist wirklich, wenn, dann würde ich es eher spontan auf Zuruf machen. Das würde mich schon noch interessieren, wie ich das dann tät, wenn das mehr oder weniger, zwar schon regelmäßig, also schon einmal im Monat, aber nicht immer der gleiche Tag ist. Oder ob das für euch ein Problem ist. Das würde mich interessieren. Schau, der Thomas Meier ist da. Ja. Und auch das unterschiedlich kommt, ja. Sonntagnachmittag zum Beispiel ab und zu ist auch nicht so schlecht vielleicht, ja. Das denkt man halt jetzt. Zum Beispiel. Kaffee. Ja. Und da habe ich gesagt, dann kann es ja mal sein, dass wir mal zusammensitzen und machen das so wieder live. Ne? Eben auch ohne Instrumente zum Beispiel. Oder eben wirklich mit einem Gast, aber das muss man sich dann anschauen, wie wir das machen. Wie affin ist der Gast mit seinen Möglichkeiten da online und wann macht man mal wirklich so ein Live-Gespräch, wo wir alle in einem Studio sitzen. Es hat auch was natürlich, es ist natürlich auch qualitativ schöner. Nur das wäre jetzt schon mal das so. Ja, natürlich ist wirklich, das ist ein Tag ist weg dann, nicht? Sozusagen, mit der Vorbereitung und mit allen. Naja, das und wir haben es technisch gar nicht. Wir müssen, weil 3 Mikrofone oder 4 ist schon vorbei. 2 für 2 hätte man das Equipment da, ja. Für alles mehr müssen wir schon ausbauen, da müssen wir schon wieder aktiv. Aber dann wieder für ein paar Mal ist das natürlich wieder, so eine Sache. Nicht? Und es ist für mich halt dann schon so, dass ich sage, wir können uns nicht hersetzen und ein Mikro, ich meine, ja, kann man auch, warum nicht? Aber es ist halt schöner, wenn auch die Tonqualität nicht von der Rede ja. Es ist ja optisch schöner, nicht? Ja, optisch auch, aber ich sage, das war mir froh, es ist noch wurscht. Aber die Qualität des Podcasts natürlich aber wenn ich schon live im Studio sitze, dann ist schon leibend, wenn jeder sein Mikro hat. Aber wurscht, das können wir ja alles noch machen. So, was hätten wir noch? Was hätten wir da alles? Pass auf, erstens einmal Thomas Meier, heute muss Steigerl Stessen gekriegt haben, auch du, weil heute war ich mit meinem Munkelein, sind wir ja von meiner Klause nach Wien, waren wir natürlich in Kaisermühlen beim Eis. Also ich habe natürlich brav, wie ich bin, einen doppelten Espresso. Espresso Doppio. Mir reingezogen mit einem Soda Zitron. Mein Munkelein, ordentlichen Eisbecher, das ist auszahlt. Daher beste Grüße nach Kaisermühle in diesem Sinne. Renate Ottmann, ich hätte noch ein Schmankerl, das größte Glück. Das ist eine Idee. Das reißen wir auch. Und noch einmal muss ein Schnagel schon gehabt haben, der Thomas. Ja, noch einmal, richtig. Natürlich, wir haben nicht vergessen, halt bei der letzten Mal haben wir natürlich wirklich darauf vergessen, es zu erwähnen. Unten in der Beschreibung und so steht es drinnen, natürlich unsere Fanfahrt am 31. Mai. Aber haben wir am Anfang schon würdig besprochen, dass noch ein paar Platzl noch frei sind dabei. Und falls jemand mitfährt, es schaut ja nicht, fragt noch einen Freund, ob sie mitkommen wollen. Genau. Für die das sein könnte. Also macht ein bisschen Werbung auf gut Deutsch auch noch dafür. Weil es nicht mir echt taugen, es wäre für mich schon auch irgendwie leibend. Wie gesagt, wir sind Break-Even ist erreicht, es findet statt, es ist alles da, so alles passt alles, wunderbar. Aber natürlich, wenn wir mehr sind, ist es noch leibender. Und mit das dann auch für den Tom, weil das ja auch eine Art von, ich sage mal eine Wertschätzung. Eine Wertschätzung ist, wenn natürlich da viel mitfahren. Und der hat sich da echt erhoben gemacht, bravo Tom. Ja. Und also das nochmal dazu gesagt. Raphael Ilmer meint, ist voll okay mit den Zeiten. Ich finde spontan eine gute Idee, sagt die hätte.
Geplant ist immer leichter zum Einteilen, Tag ist vermutlich sogar egal, weil man es immer nachschauen kann. Nur nachschauen kann man es immer, aber natürlich ist es so, es ist ja planbar, nur halt nicht im Jahr voraus, sondern halt ein paar Tage vorher. Ja. Also das war ja dann schon so, dass man es sagen wir zwischen 5 und 10 Tage vorher, dass man so. Also im Rahmen von einer Woche sagt man erst, pass auf, nächste Woche, am Mittwoch oder am Sonntag oder so. Kann natürlich auch sein, dass man erst spontan, wir haben einfach Lust drauf. Darum machen wir das. Ja, Freude, morgen am Nachmittag Kaffee und Kuchen, Sonntag ist. Oder wir machen es ist ein Thema, das uns momentan einfällt oder was auch immer. Ja. Also, es war halt interessant. Übermorgen also plaudern wir drüber. Renate hat lacht. Am Nachmittag beim leckeren Kaffee und einen Schokokuchen. Jawohl, ich habe einen Schokokuchen. Bravo. Ich hab diesen neckischen Hinweis verstanden. Schön. Ich freue mich jetzt schon beim Thalmeier, wenn wir wieder in München sind. Ich freue mich jetzt schon, hauen wir wieder dort so einen Kuchen rein. Ein Kaffeeschal, einen Kuchen, Weltklasse. Schmattes per Bebel unterwegs, Spaziergang, ich danke dir herzlichst. Naja gut, ich hätte auf das so vergessen komplett. Freunde, wenn ich der Abend taugt, wenn ich die Pavlatschen taugt, haut es eine an Obolus, ein Schmattes, haut was eine für die Musik, seid so gut. Und seid nicht so wie letztens beim Lentner, aber ganz leibende Gäste durch die Bank. Auch gute Zahler, muss man sagen, wirklich leibend. Und einer war dabei, der Tom ist auch zusammengegangen. Der Tom hat gesagt, halt's mich fest, ich habe solche Kabel. Ich glaube, ich trage einen heim. Hat der original 4 Cent ins Gerl gehabt. Dieses Arschloch, 4 Cent. Ich meine, da habe ich gar nichts rein. Da habe ich gar nichts. Na gut, wurscht, also, egal. Period, wenn wir schon beim Ding sind. Also danke schön, ich finde die Infos auch bei der Videobeschreibung, haut einen Schmattes, an Obolus, das mich sehr gefreut. Danke. Spaziergang für den Schmattes bei Paypal, Weltklasse. Felix Luckermann, egal, alles gut, was kommt von euch. Danke, das sind viele Lorbeeren, danke. Jawohl, die Meg ist dabei bei der Fenris, Weltklasse. Ja, also wir werden da in uns gehen und wir werden einfach so ein Live. Aber es wird live, das ist glaube ich schon beschlossen. Das können wir sagen, es wird live sein, das ganze Format. Ja, wir werden das live machen und wir werden schauen, wie wir das angehen, wie wir das machen. Und natürlich, es ist jetzt so, dass noch dazu im Juli schon die 300. Sendung ist, die Pavlatschen. Und ich habe dann wirklich noch keine Idee und kein Ding gefunden, ob wir da irgendwas Besonderes machen oder nicht. Ne? Oder wie oder was wir da vorbereiten könnten oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bei der 300. Pavlatschen hauen wir 2 Butöne rein. Das wird eine kurze Pavlatschen. Da geht es mir angerotzen. Na, sehr was. Nein, irgendwas. Schauen wir aus. Mal schauen, was wir machen werden. Wir werden mal schauen, ob wir irgendwas Spezielles machen oder auch nicht. Aber 300 ist natürlich schon mächtig. Natürlich schon was. 300 ist natürlich schon eine Ansage. Ne? Naja, es kommt nichts, das müssen wir machen. Naja, es wird jetzt schon was einfallen. Ja, hoffentlich rechtzeitig. Und nicht 3 Tage vorher. Weißt du, dieses berühmte was wir auch hätten machen können. 3 Tage vorher, nicht? Ja, wenn wir Glück haben. Ja. Buben, willst du im Sommer nach Luzern mich und Hetty besuchen? Naja, summen wir viel. Mit der DD gern. Ja, irgendwas kommt. Raphael Hillmeier, 10 €. Aber den Fehl hier in der Höhe bei mir. Jawohl. Raphael, hol mir gleich noch ein Wasser. Bringe schon einen Schluck Wasser. Hol mir noch einen Schluck Wasser. Dankeschön. Wiener Hochquelle für unseren Raphael. Jawohl. Dankeschön. Was war's? Das größte Glück. Das größte Glück. Vergessen, ja. Super, danke Renate auch. Danke für den Wunsch auch, muss ich sagen. Das ist eine gute Idee. Absolut. Danke. Ist ein Tee, gell? Ja. Das andere war ein A übrigens, gell? Das, was du gesagt hast, ein Tee. Aber das ist war, ja also, das war dann typische Harmonikaspieler auf. Ja, genau. Ja, das hat schon eh. Bitte um Verzeihung, ja. Wie schön war's, wenn auf der Welt nur die Liebe wunderte. Das wär ein feines, das wär ein schönes Leben.
wann alle sich für die Dämmerl recht gern haben mich. Kennst denn was Schönes, kennst denn was Besseres gehen? Ja, da tät alles singen und lachen und blaschen von recht liebe Sachen. Da lebt die Freude, da gibt's keinen Streit. Ja, das war heute eine herrliche Zeit. Wem unser lieber Herrgott der Herzl hat gegeben, das Lob und das Wand und das Lied, der so ist nur recht fein in ein Gloskasterli, das nicht bricht und das ja nicht verdient. Doch manchen hat unser Herrgott recht traurig bedacht, hat er mein Herz so hart wie aus Eisen geht. Er findet da keine rechte Freude, weil das Glück ihm nicht lacht, das unser Leben zauberisch macht und schön. Ja, der hat halt von Lieb kein Verständnis, der weiß nicht, was Glück unbedingt ist. Wie öl das klingt und wie froh das singt, an die Liebe ins Herz eine springt. Wem unser lieber Herrgott ein Herzl hat gegeben, das Loch und das Wand und das Lied, der so ist nur recht fein in ein Gloskasterli, das nicht bricht und das ja nicht verdient. Franz Paul Fiebrich, schon wahr. Ich habe die Gar schon mal gesungen. Wahnsinn. Der schraubt sich auf, mittlerweile ja Wahnsinn. Es ist das Gaumenjucken. Das hilft. Das hilft. Naja, Na, liebe Freunde. Freunde, ja, wir werden Schluss machen. Es ist natürlich, das ist schon, wir sind immer früher drauf, weil natürlich, wenn wir natürlich keine Weinflaschen leeren müssen, nicht? Dadurch haben wir keine Sanduhr sozusagen in anderwertiger Form. Aber ja. Wir sind beim Wasser auch nicht schwach, also ich muss ehrlich sagen. Naja, gut, ich meine, das also, ja, sicher. Das wird schon auch passen. Ja. Es hat uns sehr gefreut. Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Sagt es weiter, dass es uns gibt. Schaut es immer nach und wie gesagt, in den sozialen Medien bringen wir das ja sowieso immer aus, wann wieder die nächste Pavlatschen ist. Wie gesagt, die nächste ist ja nicht am ersten Montag im Juni, weil da spielen wir eben, sondern am zweiten Montag im Juni. Und im Juli ist es auch der zweite Montag im Juli, das ist die 300. Aber die werden wir noch extra ankündigen. Und wie gesagt, wer nicht bei den sozialen Medien irgendwo vertreten ist, hat zum einen natürlich auch noch die Chance, wenn er nicht ohnehin kriegt, ein Newsletter von uns, aber den schicke ich nicht immer monatlich aus. Das heißt, da kann einmal sein, dass ein Pavlatschen nicht dabei erwähnt wird. Die 300. wird sicherlich erwähnt. Die wird sicher erwähnt, ja, ganz sicher. Also Newsletter anmelden, dann seid ihr auch dabei. Ansonsten eben auch auf unserem YouTube-Kanal, wer den Kanal abonniert hat oder wer da immer wieder reinschaut, der sollte dann auch dort den Hinweis finden. Spätestens einen Tag vorher, aber da schaue ich dann auch, dass wir das ein bisschen früher machen. Ja. Und dann, wie gesagt, wird es auch als Podcast, wie gesagt, das lade ich dann schon um. Auch, das genau. Schon. Und ja, wir werden sehen, ob wir das so machen. Der 16er Salon aber es wird entstehen. Es wird etwas entstehen und es wird zu 99,9% eine Live-Show sein, ein Live-Podcast sein. Ein Live-Show, na sicher so. Wie gut, wie wir sehen. Das
auf jeden Fall. Aber ich wollte jetzt am Abschluss nämlich spielen, Herr Witt, der Vorschlag, aber ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Das haben wir so lange nicht gespielt, dass ich es nicht kann, weiß ich nicht. Glaubst du, können wir es noch? Herr Witt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute singt mir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Ich hab ein gesungen und vergelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist ein Gewand worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Na, der Abend mit euch war leibend. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wernerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Post uns gezogen viel nur gegen End, jetzt langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war schön, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Ja, Bui, das haben wir, glaube ich, noch nie förderfrei gespielt. Heute, wo wir schon ewig nicht gespielt haben. Naja, wenn das kein super ist, dann Schluss ist heute. In diesem Sinne, danke vielmals, alles Liebe und macht's es gut. Pfiat euch. Pfiat euch gut.